So Freunde, die Kämpfe gehen weiter. Hier mit Tales of Xillia. Zurück hier in der Festung, wie auch immer. Was kann ich mir wieder heißt, hey. Mann, oh Mann, die Helioburg-Festung, genau. Schon eine Woche, als ich das letzte Mal gezockt habe und suchen wollte. Genau, so unsere Mission. Ich gucke gerade mal, wir haben ja Mila. Der Rest der Truppe, auch schon ein hohes Level. Ich überlege gerade, Liliumkugeln noch ausrüsten. Soll ich? Ja, nein, vermutlich schon, wa? Ich habe es gerade gesagt, mit dem Partner mache ich irgendwie Offscreen. 24 Stück, hey, alter Schwede. Übel. Gut, machen wir ganz schnell. Geht relativ zackig, nicht wahr? Ein bisschen Glück kann nie schaden. Und vor allem sehen wir dann gleich mal die neuen Arten, die sie lernen. Natürlich auch Fähigkeiten. Ich hoffe, möchte. Dunkle Besucher, ja, ist klar. Man hat irgendwo nach unten, was er machen muss. Nö. Und ist alles voll bei ihr. Sehr, sehr schön. Nach Volt. Klingt ja schon aus einer Art Blitzgeist, war? Und wie bereits erwähnt, ich habe mich da schon ein bisschen über die Tales of Serie informiert, was die Geister betrifft. Natürlich Ifrit, der Geist des Feuers, Undine, Sylphen, Gnome, etc. Und ja, auch Celsius, die wir von ein paar Parts besiegt haben, soll ja allgemein als großer Geist des Eis bekannt sein. Und scheinbar ist der hier Volt der Geist des Blitzes. Jetzt bin ich schon mal sehr gespannt, was er drauf hat. Und natürlich auch, wie der so aussieht. Ich denke mal, der wird ziemlich übel sein, wa? Ich hoffe, wir überleben's. So, Fertigkeiten, neue Arten. Hoffe, denke, Psyche, wiederbeleben, geil. Wiederbeleben, hä? Das ist ein bisschen seltsam, weil wir haben sowieso schon häufig unsere Charaktere wiederbelebt. Von dem her, Na, vielleicht geht's auch schneller, wa? Mit der neuen Technik. Was man eben noch ein bisschen, ja, ein bisschen, sag jetzt mal, frustriert nicht unbedingt, aber jetzt ein bisschen ablenkt vor allem und auch sehr crazy, wie ich finde. Die Musik hier. Ich meine, so eine Mischung aus Jazz und bedrohlicher Musik. Ich meine, WTF, was soll das? Oh, dann hätte er hier mehr auf Angriff setzen sollen. Egal, er ist jetzt fertig. Shoot. Du hast ja auch sehr viele Punkte. Das gefällt mir. So muss er sein. Shooty Boy. So. Dann auch noch. TP-Schub. Oh, das klingt geil. Oh, die Gartensfertigkeiten, Freunde. Ob es wohl irgendeinen Charakter gibt, der alle Fertigkeiten ausrüsten kann? Jetzt weil es irgendwie war. Mal gucken, von Level 100 am Schluss dann. Level 100, ob er das jemals erreichen würde. Zyklonenantrieb, sehr geiler Name für eine neue TP. TP-Art natürlich, Menschenskind. So, wir haben es gleich. Jetzt mal mit Shoot. Im Team aber sonst noch Rowan, wa? Genau. Wollen wir noch im Team, das finde ich gut, wobei ich überlege, den Elvin reinzuschicken, weil der kann ja so gut die Defense durchbrechen. Mein Gegner wie Volt, das ist ein großer Geist, kann nie schaden. So, Intelligenz 2, das ist sowieso schon intelligent genug. Hier, aber komm schon, der braucht mehr Power. So, hat er irgendwo noch eine coole Art? Ja, komm. Vitalität, ein bisschen schneller. Gut. Wo hast du jetzt noch etwas? Neue Art hast du hier oben auch nicht mehr, wa? Kacke doof, Beweglichkeit, gut. Sehr schön. Wow, ein altes Haus. Wie geht's denn so? Neue Art? Sehr, sehr geil, ist das nicht angenommen. Geht doch. TP. Tenny-Punkte. Geil. Ja, ich muss trotz allem sagen, auch wenn der am Anfang vielleicht nicht ganz so optimistisch klang oder ein bisschen, ja, zurückhaltend vielleicht war, das Spiel und vor allem die Serie, die macht echt Fun. Und ich freue mich schon sehr auf Tales of Xillia 2, natürlich auf die anderen Spiele Tales of Serie noch, vor allem da auf, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Tales of Symphonia, oder Symphonie, weiß gar nicht, wie man richtig ausspricht, beziehungsweise betont. Jedoch soll es schon ein altes Spiel sein, das glaube damals sogar für die PS2 erschien oder so. Und da gab es irgendwie noch, was irgendwie hieß, also eine Art Spin-Off, nicht Spin-Off, eine Nachfolge, irgendwie Tales of Symphonia Chronicles, irgendwie sowas. Hab ich nur mal gehört. Der war aber scheinbar nicht ganz so gut, der kam nicht so gut an bei der Fangemeinde. Und jetzt soll es aber so sein, dass beide Spiele in einem Bundle erscheinen sollen, halt Collectors Edition mäßig. Und demnächst als HD-Version für die PS3 erscheinen sollen. Da bin ich schon mal sehr gespannt drauf. Eventuell vielleicht auch ein Let's Play? Mal gucken.
Natürlich auch, was ihr davon haltet. Aber Tales of Xillia 2 wird garantiert gezockt. Also das muss sein. Das ist ein Muss-See. So, zack. Haben wir es gleich. Nach hier die 2 noch. Ja. Ein bisschen doof zwar gemacht, aber egal. So, Freunde, das reicht jetzt. Ich habe hier 4. Ich versuche es mal mit denen, wa? Defense durchbrechen. Ja, okay, versuch's doch mal so. Egal, die anderen 2 rüsten wir später mal aus. Jetzt erstmal Fertigkeiten. Mila hat schon alle. Fast alle. Intelligenz 2 erhöht Intelligenz um 10. Okay, sowieso nur 4, das geht also. Psyche können sie ja gut gebrauchen, wa? Gibt es hier unten noch etwas Gutes? Fortgesetzt, hat sie über eine Arcana-Art, ich hoffe doch mal. Spiegelnde Abwehr. Wir geben einen Zauberschutz, okay. Klingt auch gut. Ja, kann Gewinner, aber sind nicht mehr so viele. Alter, was geht das? So viele Fertigkeiten nicht ausrüsten, können die einfach nicht gehen. Gut, wie sieht es bei dir aus, Jude? Du hast... da kannst du mir einfach zu viele, ey. Komm, weg damit. Machen wir hier Ausdauer 3 und Geist 2. Ausdauer 2 auch noch. Wirklichkeit, Intelligenz. Angriff lasse ich mal. Brigade verbinden. Gewinne es am Erfahrung halt am Ende des Kampfes. Erfahrungspunkte können nie schaden. Schrittschutz, das ist ja teuer. Stärkender Sport, naja. Naja. Wird schon gut gehen, wa? Wird irgendwie schon müssen. Wow, ein Alter. 55, was hat denn der gemacht? Gasarte verbrauchen jetzt weniger T-Briten, aber auch 30% weniger Schaden. Ach nee, das war der Quatsch. Arteabstimmung, dieselbe Geistart nachher verbraucht, gebraucht wird. Nachdem mal die Regent 2, die Regent 3 lasse ich mal noch. Dann die Wirkung eines Arkan aktiviert die Grenzüberschreitung fortgesetzt. Der ist, glaube ich, immer gut. TP-Schub. Bei Erholen nach Core werden TP vollständig wiederhergestellt. Der kann echt geil sein, ey. Vor allem, wenn wir hier gegen Endboss antreten. Und ständig halt wiederhergestellt werden müssen. Nein, wenn du gedrückt hältst. Ich hoffe, es geht aber automatisch. Wenn nicht, bin ich am Arsch mit dem. Blitzabwehr. Also Autoabwehr geht nicht. Nosionsschritt, Kanate verbraucht. Ja, Brigade verbinden. Bei ihm jetzt auch mal. Geist hoch. Leben hoch. Ja, gut. Lichtschutz könnt ihr noch gebrauchen. Und dann bin ich hier ziemlich am Arsch. Aber noch ein Zweier irgendwo? Geschicklichkeit, Vitalität? Nö. Tja. Egal, Freunde. Ja, ich weiß doch, Mila, ich weiß. Kannst du speichern und dann geht's ab durch die Türe, wo ich befürchte, dass dort sich Volt dahinter befindet. Der Geist des Blitzes, des Donners, wie auch immer. Aber wir haben ja genug an unserer Seite. Der große Geist der Erde. That must be Volt. Anyone else all tingly? It appears to be a spirit that can control lightning. It doesn't seem to be tethered to a human the way Celsius was to Gillen. So you're saying it's out of control? We won't get any answers until we calm it down. Nicht schlecht, hey. Ein großer Geist, der inmitten eines, naja, Balls gefangen ist, wa? So, jetzt bin ich mal gespannt. Resistenz gegen... Was ist Schwäche? Wasser? Wie sagt der Wasserschwäche? Ja gut, also Feuer und Wind verstehe ich jetzt noch, Resistenz, aber Schwäche gegen Wasser. Ich weiß es leider, das ist mir schon klar, aber trotzdem. 62 ist klar. So, ich teste mal ganz kurz, was er drauf hat. Autsch. Ja, Volt macht Damage. Verdammt! Ah! Ja, ich sehe schon mit Gnome jetzt hier ein bisschen schwierig, weil er schnell in Bewegung ist. Ich muss ihn irgendwie... So, jetzt. Aber nicht so viel Schaden, wa? Jetzt reißen wir Kombi-Treffer. Ich hoffe, du kannst noch.
Ich kann's noch, Freunde. Ja, was hat er gerade jetzt hat er gemacht? Achso, wollte gerade Undine mit irgendwie Finsternis kombinieren? Der hat gar keine Chance, Freunde, ganz ehrlich, der ist im Arsch. Und dann haben wir so Sorgen gemacht, der hatte gar keine Chance gegen uns. Zup. Ups. Der musste ja schief gehen, du. Oh, komm, Gnom, komm schon! Gnom, boom. So ein dämlicher Ball, hey! Ja, Gnom verschwindet immer, wenn er mich trifft, das ist natürlich ein bisschen dämlich. Oh, ich habe keine TP mehr! Egal, muss so gehen. Binding Sphere und du. Da keine Chance, Freunde, könnt ihr vergessen, ey. Der kann keine Chance gegen uns. So, kann jemand von euch TP regenerieren? Wäre ich sehr dafür. Wow. Was hat selber? Okay, we finally stopped it. Ich bin ganz ehrlich, Freunde, wie stark sind wir denn? Somehow. Hey, wir waren 4 Level niedriger und trotzdem... Ja, sorry, wir uns jetzt reinquatschen, trotzdem... Wir waren 4 Level niedriger und trotzdem... Wie lange haben wir jetzt gebraucht? 10 Minuten? 4, 5 maximal? Alter. I need more. Never stop. We are the master of Tales of Xillia. We finally beat some sense into it. Just another easy battle for yours truly. If we've learned anything from Celsius and Volt, it's that Spyrites are tough customers. They're just as strong as the great spirits. We were Uh-oh. wondering when you'd show up. Den Kampf jetzt schon? Ach du Scheiße, wir sind noch viel zu nieder vom Level her, das geht nicht. Interesting. I never expected to find you here. So you've come to Olympias after all. I'm assuming you're the one that activated Volt. I don't understand your motive, though. Were you testing its potential? Potential? I would never entrust my people's lives to something as tenuous as potential. I attempted to tether with a Spyrite, precisely because it is something you would consider. What? But it was for naught. Their power is far beyond human control. That leaves us with no choice but to eradicate every last Spyrix from this world. So that really is your plan. Don't you realize what would happen? We would end the Otherworld reactor plan once and for all. Surely the end justifies my means. What about the schism? We will leave it in place. As long as Spyrixes exist, the threat of Olympias exploiting Riza Maxia remains. And what of Maxwell? Do you plan to leave him where he is? It is the duty of the strong to ensure that the weak do not perish. This isn't right, Gaius! What about it isn't right? We will safeguard the schism until the last Spyrix is destroyed. Then, we shall unite the two worlds. What about all the people who will suffer if you eliminate their Spyrixes? Are you just going to ignore them? Don't worry about the poor suffering humans. Gaius will protect them. Jude, Mila, you of all people should understand the ideals I'm striving for. What's the point of ideals if you force them on others? Don't you see what's happening? Spyrix is a necessity for these people. Take it away and they'll have nothing left. Jude. You talk only of possibilities. I demand certainties. Maybe you're right, but I can't give up. This conversation is pointless. Please, let's be off. Yes, I suppose you're right. What should we do now? In the end, I couldn't. No, there are still things we can do. There has to be.
Alfred! It appears the elevator stopped working when the power went out. We must find some way to get them out of there. Let's try climbing to the elevator. Wait! We can use Volt! How? Wait, you can't be serious. You're not planning on tethering with it, are you? Is that really wise? Maybe not, but it's worth a shot. Only way to find out is to try. Volt, lend us your power. No way, it worked! It's still stuck. We need more power. Please, just a little more. Ah! This must be the same backlash that hit Gilland. Give it up, Jude. Not yet! What are you doing? Why do you insist on doing such reckless things by yourself? Look who's talking. Hey, don't leave us behind now. If a task cannot be done alone, then we must simply do it together. Keep trying and something's bound to stick sooner or later. We want to help too. Uh-huh. Thanks, everyone. Almost there. Focus. Now! Thanks for the save there. Balin, who are these people? They're patients. Each one of them has a condition that makes it impossible to live a normal life, even with Spyrexes. Wait. Does that mean the next generation Spyrexes you've been researching are... Yep. Those little critters they're using are Spyrites. These creatures are Spyrites? They're so cute! But they don't seem any more powerful than lesser spirits. Of course not. They're lesser spirit Spyrites after all. Wait a sec. Are you telling me you don't know how Spyrites are made? Do us a favor and assume we don't. Well, you should ask one of the other engineers if you want the full spiel. But in simple terms, you've all seen spirit fossils, right? If one of you Rhizamaxia folks pours mana into one, voila! A Spyrite is born from it. How strange. I guess there's multiple uses to those fossils, huh? The only catch is you need a booster. What? Wait, did you just say booster? Yep. If someone with a booster pumps mana into a spirit fossil, the calculatrix art inside takes physical form. And that's how you make a Spyrite. How are they different from Spyrexes? It's a matter of art precision. These Spyrites can be as precise as the Asperixis devices from back in the day. I didn't expect to hear that name here. Uh-huh. Too bad Asperixis devices consume spirits. Does that mean Spyrites don't kill spirits when they're used? Pretty much. They're fueled by the mana stored inside spirit fossils, after all. One thing I don't understand. These people seem to have no trouble using Spyrites. And yet, we struggle to tether with Volt. Spyrites made from great spirits are in a whole different league. The more powerful the base spirit, the lower the chances of a successful tethering. We're still just at a 50% success rate. Hey, but that's more than enough. At that rate, lesser spirit Spyrites might completely replace regular Spyrexes someday. Then people won't suffer and spirits won't die either. We did it! Great job, Cheapo! Hey, what are pals for? Does this mean that Olympias's environment might recover too? It just might. Thank you, Balin. You have no idea how much this helps us. You're welcome, I guess. But we really should be thanking you. You're the ones who saved our research, after all. We did? If you hadn't saved us, all of our Spyrite research would have gone up in smoke.
Someday these people will be able to get on with their lives again. Something tells me this Spyrite research is going to become very important. Looks like we found the path we've been seeking. Yeah, although the fight's not over. Balin, could you tell us the exact spot where you found us? Oh, of course. I found you all collapsed at the end of Rusal High Road. You can reach the High Road by following this passageway here. Now Gaius will have to listen to us, right? No, it's too late. I don't know why I know this, but that was our last chance to convince him. Also muss es wohl doch sein. Wir müssen ihn nicht nur mit Worten, sondern natürlich auch mit Taten überzeugen. Sprich, wir müssen ihn in einem fairen Kampf besiegen. Was lehren durch das Beispiel? You look happy. I am, now that we understand the potential of Spyrites. And it's all because Jude wouldn't give up. I'm all like, yeah, take that, world. Jude can really do great things when he tries. I always knew that he could. They're just as happy with his success as if it were I completely understand their sentiment, though. Jude had never been the type to lead the way. But this time, he chose a path and followed it through. It's always good to see positive growth. I wonder whose influence that was. One thing's for sure. Oh? Haven't you ever heard of reverse psychology? Teaching by bad example? At least your humility makes a fine example. It's good to see everyone upbeat for a change. Yes. Allerdings, Freunde, allerdings. So. War ein ganz spannender Kampf war und vor allem, naja, also der Kampf gegen Volt war eher ein bisschen lahmarsch, muss ich ganz ehrlich zugeben, ein bisschen enttäuscht. Trotzdem, wir müssen jetzt weitergehen zur Rusal Höhenstraße, wie es aussieht. Ah, ja, das könnte ungefähr stimmen. Hier haben wir sonst nichts mehr, wa? Wir waren schon überall. Ja, wobei überall, nö. Stimmt gar nicht. Hier oben, wir müssen ganz hoch. Ach du Scheiße. Wir waren ja erst hier, wa? Genau, hier waren wir. Oh ja, doch, stimmt ja. Nee. Hä? Sind doch noch höher aufgehen, obwohl es vielleicht nur ein Zimmer. Ich habe das Gefühl, dort wird es theoretisch nochmal ein Stockwerk höher gehen. Okay, riskieren wir es mal. Wir haben noch ein bisschen Zeit, nochmal sagen, um das Ganze noch kurz zu versuchen. Und danach, ja, ab zur Höhenstraße und Gaius ausfindig machen. Gaius und Muse und der Endkampf gegen die beiden. Das wird sicher übelst schwer. Vor allem, wir sind erst Level 59, hey. Ich meine, Maxwell war schon Level 60 und jetzt wohl 62, ja, kann man sagen, was man wollte, aber Muse und Gaius sind bestimmt irgendwie Level 70 oder 80. Alter. Das wird so übel. Was immer noch? Menschenskind, ey. Okay, geht's nicht weiter. Ist der Strom noch ausgefallen? Gibt's doch nicht. Da ist er, kommt gar nicht weiter, oder? Sieht so aus, warte. Hä? Nee, Moment mal. Doch, musste hier entlang, dann hier hoch. Nee, Freunde, sieht so aus, käme ich hier nicht mehr weiter. Ja, da steht es ja schon vom Missionsziel her und so. Ich hab's wohl vergeigt. Also wenn da oben noch irgendetwas war, sprich ein seltenes Item oder sonst irgendwas, dann habe ich es jetzt endgültig vermasselt. Na super, wa? Ach egal. Gibt Schlimmeres. Und die Musik, hey, crazy wie und je. Na genau, wir gehen drüber die Rusal Höhenstraße hinaus. Welcher Bereich, also oben hindurch und dann bin ich gespannt, was dort wohl passiert. Let's take a look. Maybe we'll find a clue that will help us get back. Ja, vielleicht. So, ganz kurz speichern. Und dann, liebe Freunde, mal sagen, was für mal heute für diesen Part. Mann, oh Mann, oh Mann. Nächsten Part dann vielleicht bereits gegen Gaius, vielleicht noch nicht, vielleicht erst noch ein bisschen Training, weil nötig hätten wir es eigentlich. Die Frage ist bloß, wie trainieren, weil es... immer so eine Frage, wa? Wie am besten trainieren? Ob ich jetzt mit dir noch eine coole Art zum Lernen? Komm schon, hast du irgendwo was, Mila? Sieht nicht so aus, wa?
Mila kann lachen. Ja, wenn ich es mal tun. Ziu. Ziu. Und Geist 2. Cool, eine neue Fertigkeit. Immerhin. Und den noch. Und noch eine. Was gibt es diesmal? Intelligenz 2. Ja, kann man immer gebrauchen, wa? So. Und nochmal ein bisschen mehr Power für die gute, liebe Elise. Aber ich hoffe, es gibt noch so mehr Kämpfe gegen so große Geister wie Volt, weil ganz ehrlich, dafür, dass er ja so relativ schwach war, haben wir doch ziemlich viele Punkte bekommen, also sprich Erfahrungspunkte. Das war schon sehr geil. So, Elvin, ich weiß ja noch so viele Punkte. Wow, nochmal ganz kurz die 3 zuweisen und dann bin ich, wie gesagt, für heute mal am Ende hier. Ja, sieht gut aus. Erfahrungspunkte sind alle, ja, alle Level up gemacht. Genau, wieder volle K, wieder volle TP. Sehr, sehr schön. Und wie es hier weitergeht bei Tales of Xillia, nach der Suche nach Gaius und Muse. Und man hat mir vor noch ein Tor. Das sehen wir dann im nächsten Part. Bis dahin, ciao zusammen.